Haut 27. Sonntag am Jahreskreis, Rosekranz Sonntag, begrüßen ich aus der Kathedral, mir überdroh Sonntesmass. Kantor as den Chanoine Tom Kerger, Organist de Paul Breich. Wir sangen aus dem Magnificat Umfang, liebster Jesu, wir sind hier. Herr, erbarme dich, allein Gott in der Höhe, Alleluja, heilig ist Gott, Christe, du Lamm Gottes, und als Chant final Rosenkranz Königin. Den Domorganist spielt beim Offertoire den ersten und als Sorti den dritten Prälud vom Isoir, bei der Kommunion liebster Jesu vom Bach. Bei mir Altor assistiert den Diakon Michel Michaeli. Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid hei an der Kathedral, a leif alle Gur, die da iwwer Medien ma deis verbunden sit. Den Oktober as dem Mond vom Rosekranz. Die einzel Geheimnisse vom Rosekranz durchbierden bedeiht, sich an die Gesamtexistenz vom Jesus heranholen lassen. Der Rosekranz als eng mat senger Person, mat singem Liewen, Stirwen an Oberstoen verbunden. Aber auch mat der Person von Maria. Nicht nimmen, weil man eis jo an all gegrüßet seist du Maria und sie adressieren, mir auch weil sie mat der Menschwerdung von ihrem Jung, mat senger Passion, a mat singem glorreiche Liewen um Tod, ob eng einzigartig man näher a Verbindung steht. Dafür dreht zu Recht Gnodebild hier an der Kathedral, nicht nimmen Jesus Kant, mir auch an der Rätselhand ein Rosekranz. Vertrauen wir eis hier, der Rosekranz Königin haut ganz besonders un. Auch damit ich an der Rosekranzprozession durch die Stadt, die um 2:30 bei der Michelskirche fortgeht und zu der dir alle Guten ganz herzlich invitiert sind.
Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, eis all eis Schuld nolossen, as ein ewig Liewe schenken. Amen. Allein Gott in der Höhe sei Ehre und Dank für seine Gnade. Darum das nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schaden. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist wo Fried und Unterlass. Allfried hat nun ein Ende. Wir loben, preisen, anbeten dich für deine Ehe. Wir danken, dass du, Gott Vater, ewiglich regierst und alles wanken. Ganz ungemessen ist deine Macht, allzeit geschieht, was du bedarfst. Wohl uns solch eines erhöhen. O Jesu Christus, Eingeborene des allerhöchsten Vaters, Versöhner derer, die verloren, du stiller unseres Haders. Lamm Gottes, heiliger Herr und Gott, nimm an die Bitte aus unserer Not. Erbarm dich unser. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Höre auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria und führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Ich will singen von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Er baute in seiner Mitte einen Turm und hieb zudem eine Kelter in ihm aus. Dann hoffte der, dass der Weinberg Trauben brächte, doch er brachte nur faule Beeren. Und nun, Bewohner Jerusalems und Männer von Judäa, richtet zwischen mir und meinem Weinberg. Was hätte es für meinen Weinberg noch zu tun gegeben, das ich ihm nicht getan hätte? Warum hoffte ich, dass er Trauben brächte, und er brachte nur faule Beeren? Jetzt will ich euch aber kundtun, was ich mit meinem Weinberg mache. Seine Hecke entfernen, sodass er abgeweidet wird. Einreißen seine Mauer,
so dass er zertrampelt wird. Zu Ödland will ich ihn machen. Nicht werde er beschnitten, nicht behackt, so dass Dornen und Disteln hochkommen. Und den Wolken gebiete ich, keinen Regen auf ihn fallen zu lassen. Denn der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel, und die Männer von Judäa sind die Pflanzung seiner Lust. Er hoffte auf Rechtsspruch, doch siehe da, Rechtsbruch. Auf Rechtsverleih, doch siehe da, Hilfegeschrei. Wort des lebendigen Gottes. Richte uns wieder auf, Gott unser Heil. Einen Weinstock hobst du aus in Ägypten, du hast Völker vertrieben und ihn eingepflanzt. Seine Ranken trieb er bis zum Meer und seine Schösslinge bis zum Euphrat. Richte uns wieder auf, Gott unser Heil. Warum rissest du seine Mauern ein? Alle, die des Weges kommen, plündern ihn. Der Eber aus dem Wald wühlt ihn um, es fressen ihn ab die Tiere des Feldes. Richte uns wieder auf, Gott unser Heil. Gott der Heerscharen, kehre doch zurück, blicke vom Himmel herab und sieh, sorge für diesen Weinstock. Beschütze, was deine Rechte gepflanzt hat, und den Sohn, den du dir stark gemacht. Richte uns wieder auf, Gott unser Heil. Wir werden nicht von dir weichen. Belebe uns und wir rufen deinen Namen an. Herr, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten und wir sind gerettet. Richte uns wieder auf, Gott unser Heil. Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes: Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm.
Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte. Den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit jenen Winzern tun? Sie sagten zu ihm, er wird diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Leefschwestern a Brider, wa leeft an Haas ëmschläit, dat gëdet. Et ass dramatisch verleit, déi immens Frau mat ne wären, ob Mol oder no enger gewisser Zeit indifferent een fir den aner ginn oder am Streit auser nee ginn. Ufang vun enger Bezeihung steht dacks d'verleeft sinn, en Iwerschwang vu Gefiller, vu Leidenschaft, a Glückstremerei, wo den Himmel voller Geien hängt. Aber dat hält kein Ewigkeit. Ob emol lief den sich auseinander, et gëtt den sich frien. Vielleicht doch, weil en dat onmeiglich vun den een erwärt hat. Steht Ufang dat sich berauschen Ideal vun dem anderen, so kann ob emol de Wunsch opkommen, als sich immer méi aschleichen, den anderen besitzen zu wollen, zu dominieren oder zu manipulieren. Und dann gëtt leeft erstickt. Von so enger tragischer Liebesbeziehung erzählt a gewisser Weis auch dat heutigt Evangelium an eus heutig Lesung. Da gëtt die immens leeft asurch, wo Gott betont, die wehe Verleiften, alles mischt, als ich sei Volk mat großer Aufmerksamkeit an Zuwendung sucht. Gott erschenkt als Winzer, den am Wingert schafft, an Israel als sein Wingert. Wat möchte nicht alles für die Wingert fruchtbar zu kriegen? Christ dilligt, freckt sich regelrecht, plot, grieft baut eng Mauer, heescht flecht an as voll friedischer Weidung. Und dann de Schock. All sing Jahre lang mehr Plo bleibt im Soss, gut kein gut Friechten, die rängsten Raffall. Mat Frust mussen sauer a Platz seis drauven affeieren, an de hutten es obemol saat. Aus der Wein Seligkeit, die sich hätt können erwerden, gött batter echt. Aus der Schunkelstimmung ein
Tribunal. De Winzer selber ergreift Wut, klot a fried eis, die man nolauusteren eist Urteil. So selber, wat hätte ich danach mei könne machen? An fällt sein Urteil, dat net mei het können ausfallen. De Wingert gëtt vernicht, zersteiert, dem Erdboden gleichgemäht. Gott als enttäuschte Liebhaber, als frustrierte Lover, die sei Volk mat Liebesentzug bestroft, weil et sing Leif net beantwort. As het also dat wir stärken Tubak. Neen, et geht drin an aller Schärft unzekloen, wat Demos am gesellschaftlichen Zusammenleben von Israel einfach net geklappt huet, dat sozialt versoen, wat aber auch haut sing Bleien dreift. Denke mal auf folgend Phänomen nach, die man bald deglich aus den Novellen enthuelen. Tscheier tischt einmal reich geht immer mehr ausernehen. Wie Dack setze just die stark sich durch, weil sie eng Lobby hun, die Kläng bleiben op der Streck. Land der Boden gi für Millionen und die Reich, die sich e Luxusheim lechte können, die Männer bemittelt musse gucken, wo sie in der Dach kommen. Die eng feiern as Saus und Braus, andere mussen sich ploen, für die zwei Änner zusammen zu bringen. Die am Herzen jeizen, feiern Wut. Wat guter Beis ass gëtt ger verdreht. Fake News erplatzt Worecht. An so virun. Dem Jesaja sei Lied aus dem Wingert stellt klar, den Herrgott mischt do net mat. Eng Gesellschaft, die Solidarität mat den Armen a Schwachen mat feistrippelt, spricht sich selber hier Urteil. Oder positiv gesot, et könnt op Recht an Gerechtigkeit un. Man sollen all Moment von unserem deglichen Leben, privat oder öffentlich, in der Maxim Recht a Gerechtigkeit stellen. Sieht in Reneen solidarisch. Da das leif leid ganz konkret a lebensno Theologie. Grundton vom Bibeltext als Verantwortung für den anderen. Verantwortung als einzig möglich an notwendig Antwort opleeft vor Gott. Dieselbigste rote Furdem durchwirft auch das Evangelium von Haut. Also dann der Lesung nach Volk Israel wat gemengt das, so geht es am Gleichnis vom Jesus darüber raus. Reich Gottes as sei gemengt, dat heißt, dat Gott gewollten Wohlsinn von alle Menschen, dat weit über Israel herausgeht. Den Herrgott vertraut sei Reich den Menschen un. Gene doran drückt sich sing leidenschaftlich leeft aus. Hier mischt der Mensch Raum vu leeft op, an die Raum gëtt der Mensch ständig Möglichkeit iwwer sich selber herauszuwursen. Mit Besitzdenke vom Mensch mischt alles zu Munn weh. Wie Traufe solle geplickt an heimgefauert gehen bei der Lies, doch schickt den Herr sin Knechten, für den Ertrag heranzuholen. Mit Pirchter willen Rekolt für sich behalen, bringen Knecht Do hier wird die Geschichte nach genannt, das Gleichnis von den bösen Winzern. Der Jesus gebraucht Bild vom Pirchter für den Mönch, dem Reich Gottes uvertraut gehen ass, den aber nicht unhält. Et soll der Reich vor Gutheit, a Gentillesse, für uns alle gut sinn. Interesseiert aber nicht, weil der Mensch vielfach nimme sich selber kennt, sing Wünsch an Interessen. Am Gegensatz dazu steht die grenzenlos lebt vor Gott. Wat d'Oflehnung vom Mensch mei groß as, wat lebt vor Gott zu hinnen umso mei wiest. Der Proprietär vom Winger das berät, immer neu Knecht zu schicken, wird Bauern dazu zu bewegen, Rekolt aufzugehen. Zu allerletzt, so verzählt Gleichnis, schickten sogar sein eigene Jung, von dem unhält, gif von hinne respektiert gehen. Mit dem geht es nicht besser. An andere wieder, lebt vor Gott wird Menschen leist nicht nur, sie wies so gut, mir sie gött nicht honoriert. Am Gegenteil, der Jung gëtt gemocht.
An so willen Pirch der Diefschaft u sich rappen. All Kontakt vor sich vom Gutsherr sind domat gescheitert. Eng allegorisch Lektür vom Gleichnis liet sich no. So wie den Gutsbesitzer Gott durchschenke lässt, so erleiden Knircht ein typisch Prophetenschicksal, so wie wir es aus dem Alten Testament kennen. Propheten, die Israel wollten oprisselen, aber kläglich gescheitert sind. An die Behandlung vom Jung erinnert und Schicksal von Jesus Christus, den umbrucht Gott. Liefern, den zentrale Message vom Sonntag leitet daran, dass die Menschen das Reich Gottes kriegen, die die Frieden, die erwähnt gehen, bringen. Es können am Leben droben Doten von Gottes lebt an nächste lebt vierweisen zu können. All Menschen gehen um ihre Frieden gemoos, diese ob ihrem Weh durchleben, mat ihre Matmenschen am mat Gott auf vier bringen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Frucht bringen, dat getei ugemahnt. Das der Mahnung und die christliche Gemeinschaft von Demols wie zu allen Zeiten, Chance zu handeln, wie der Botschaft von Jesus entspricht, nicht zu verpassen. Schließen wir mit dieser positiver Not. Die großspurische Mystiker Teresa von Avila und Jean de la Croix greifen ihrerseits das Bild vom Weihkeller op, so wie an einer Lesung. An der Freund, nämlich Gott, als Weiden Wein. Teresa sieht, die Mitte der Seele ist der Weinkeller, den Gott uns betreten lässt, wenn es ihm gefällt, um uns in dieser wunderbaren Vereinigung mit dem köstlichen Wein seiner Gnade zu berauschen. Den Herrgott also gute Krü, ja die beste Krü, den ihn sich vorstellen kann, an den es überhaupt gibt. Wein, a Weihkeller, sie Bilder für die innigste Freundschaft, a Gemeinschaft mit Gott an der lebt. Liebe Brüder und Schwestern, vergegenwärtige mal eis, ob diesem Hintergrund die biblische Sätze von Jesus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Und noch der Spruch von Paulus. Ich lebe, doch nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Verstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Los mal lo beten zu Jesus Christus, den eis abgedrohen huet, an der Welt sei reich abzubauen, an die gut Frieden vu senger lebt zu bringen. Wir beten für alle Membres von der Kirche, die an der Verkündigung engagiert sind. Merci stark durch dein Wort, dass sie durch ihr christliches Leben überzeugen. Herr Gott, heilreich. Wir beten für die Vertreter der Nationen. Hilf ihnen, dass sie stets das wahre Wohl aller Menschen und den Frieden zwischen den Völkern im Blick haben. Herr, höre uns. Nous prions pour ceux qui, dans notre monde, gèrent les richesses de la nature, qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités et ne détruisent pas la création et ses ressources. Seigneur, écoute-nous. Nous prions pour les chrétiens qui rencontrent de nombreuses opinions contradictoires.
Soutiens-les par ton esprit qui les aide à bien discerner avant d'orienter leur vie. Seigneur, écoute-nous. Wir beten für Pappen. Hilf ihnen, für sich immer mit Lebensersuch für ihre Familien anzusetzen. Schenk auch denen neue Courage, die um ihre Existenz bangen müssen. Herrgott, heie Reis. Für uns Leben verstorben, aber besonders auch für all verstorbene Pappen. Belohn sie für all das Gut, was sie hei an ihrem Leben geleistet haben. Herrgott, heie Reis. Herrgott, gute Pap, du schenkst uns immer nes nei ding leeft a großem Moos. Mer es steig an der Trei von dingem Dingst, a los eis ding leeft immer erwideren, weist du et von eis erwäts. Dat fromer dich, ob Vierspruch von Maria der Rosekranz Königin durch Christus eisen Herr. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Zu sein. Herr und Gott, hilf uns, dass wir in der Nachfolge deines Sohnes eine wohlgefällige Gabe für dich werden. Und lass uns die Geheimnisse unseres Heiles so feiern, dass wir erlangen, was uns Christus verheißen hat, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist der Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, das wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Tisch des Herrn geladen sind. Lasset uns beten. Herr unser Gott, in der Feier des Opfers verkünden wir den Tod und die Auferstehung deines Sohnes. Da wir im Leiden mit ihm vereint sind, richte uns auf durch die Kraft seines Kreuzes und gib uns Anteil an seiner ewigen Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Rosenkranzkönigin, Jungfrau der Gnade,
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft an der Kathedral. Auch den nächsten Sonntag überdroht Mass hei aus der Kathedral. Ich alle guten, nach ganz schönen Sonntag, und lo schalten wir zurück an den Studio.